Herzlich willkommen auf dem der ersten Konferenz, die wir als Gemeinde Schöffling organisieren am Kader vom internationalen Frauen-Sportstag, den Eigenschaften Schöffling von der ersten Kehr, wo Lützburger Land décidiert für das feiern, waren wir als Gemeinde immens hoffentlich auch bei der ersten Edition mit dabei zu sein. Wir sind bei der dritten Edition zu Lützburg eigentlich eine Initiative, die ausgegangen ist von unserem Nachbarland Frankreich, wo schon sind 2014 den Tag gefeiert wird, angefordert ging das für Gleichberechtigung auch am Sport viel umzutreiben. Ich bin ganz hoffentlich, dass wir hinter der ersten Edition von Frauensport zu Lützburg dabei sind. Das Jahr haben wir auch das Programm ein bisschen erweitert, eben noch nach der Konferenz von heute Abend. Dann sind dafür ganz viel froh. Und ich meine, nur wenn als Moderatrice werden alle Personen vorstellen, aus jedenfalls seitens von der Schöfflinger Gemeinde, und ich habe merci so, dass wir schon freigeholt werden, auf Schöffling und das diskutieren und zu kommen. Sie bin ganz froh darüber, dass das bei uns fand. Viel Spaß auch anschließend beim Film, den wir danach weisen. Wir machen aber zwischen der Konferenz und der Pause. Für die, die etwas trinken, die will bleiben, kann natürlich bleiben, wenn den Film als zeitlichen Gründen nicht verpasst. Kinder sicherlich auch an nächster Zukunft auf verschiedene Plätze abziehen. In dem Sinn machen ich das Mikro frei für als Moderatrice. Kani, weil der schaut den Abend durch den Abend wird feiern, Kani das Loben der, und vielen merci, dass dabei ist. Ja, und vorhin wurde schon als gesagt, wir fangen dann direkt mit einem Kurzfilm an. Hier steht mit Miss Simo an der Dürre, fängt man direkt mit der Table rund und wo man dann über das Gespräch zum Sport, Frauensportwertung schwätzen, das sind 3 Invitierungen. Ich meine, das wird ganz interessant. Und dann invitieren wir dann auf Platz, wo wir ganz gerne noch nach das Invitierungen so diskutieren. Und dann geht es dann noch als Film. Ich gebe mir so eine Idee für mich, das mal kurz bin und dann schwätzen wir, die was mehr im Detail über das. Merci. Ich meine, wir haben eine gute Equipe hier sitzen, wo wir dann viel interessante Fragen können beantworten. Ich gebe dann direkt Matthieu, danke Christel. Aus seiner Sicht als Journalistin und auch Präsidentin von der Sportpresse, wie sieht der Frauensport heute am Lützeburger Land und an den Medien aus? Wie geht der Frauensport durchgestaltet an den Medien? Was hat sich verbessert und wo gibt es noch klare Defizite? Also, weil ich selber empfangen will, ist, dass wir extrem gut Sportlerinnen haben und dementsprechend noch viel Platz für Sportlerinnen an der Presse haben. Ich meine, dass wir par rapport zum Ausland wirklich gut durchstehen. Natürlich, also die Sportarten, die Männer beliebt gehen, das ist kein Geheimnis, das verstoppen wir auch nicht. Mir das aber nur nicht, was bewusst geschieht, dass das etwas, wo wir uns alltag müssen als Journalist auch vorstellen, ob wir genug machen, ob wir es richtig machen. Ja, also ich weiß selber, dass wahrscheinlich am Fußball hatte man letztes Jahr den Fall, dass Damen sich qualifiziert haben und das einfach innergang und dass die Sachen, ja, das also immer geschieht und das wird einfach nicht mehr geschehen, weil jeder sich der Sache bewusst gehen ist und da muss sich einfach Fehler angestehen und nicht besser machen. Anna, du warst am Anfang genau in dem Fall gewesen. Hast du da vielleicht auf Saison, wie empfindest du das als aktuelle Sportlerin im Fußball? Am Anfang hat man gefehlt im Moment, dass es schon, also es evoluiert schon an Visibilität wirklich immer mehr kommt. Dem Moment, wo man es dann aber qualifiziert hat, für aufzusteigen an B-Liga, was eine Männer-Herren-Equipe noch nicht fertig gebracht hat. Also am Anfang den Erfolg, den wir in dem Moment empfunden und erlebt haben, als Untergang durch eine Geschichte aus dem Herrenfußball. Durch einen Skandal sozusagen. Und da ist ein bisschen weil ich schon Dreck gefehlt, mir ja einfach hat so viel dafür gekämpft, so viel, war ich so stolz und das hat ihn gefehlt, Stung in der Langmatzing voll Sto. Okay, vielmals merci an zwei. Gehen jetzt danach immer Klischeen oder Vorurteile, die dich am Alltag am Sportjournalismus begegnen, wenn es um Frauensport geht?
so nicht im Freisport, mir einfach Sportjournalistin nur sech, weil op meinem echten Auslandsdeplacement, das war ein Ländermatch auf Portugal, wo ich dann mitgegangen bin, zu berichten, so dann ein anderer Journalist mich gefragt, ob ich überhaupt weiß, was abseits wäre. Ja, das sind da so Sachen, wo sich fragt, für was ist da dann der Kap noch immer so dran, dass du als Frau nicht kannst über den Fußballmatch berichten. Und das sind dann so 15 Jahre hier. Ich meine, dass das haut käme, mich gefreut, weil ja, ich bin bei den Fußballspielern und auch bei den Journalisten so bekannt, dass da dann vom nicht mehr das Problem ist. Aber ja, auch als Sportpresse sehen wir, dass die Frauen einfach extrem unterrepräsentiert sind und noch nächste Monat mit Generalversammlung es sind noch keine jungen Mädchen, die diese Schmalen, die wollen abgeholt gehen, die wollen Journalismus machen. Und da ist, meine ich, so am Moment das größte Problem als Sportpresse, dass der Novus fehlt. Aber wie könnt ihr darunter schaffen, dann, dass die Novus für dann von den Frauen gegen no kommen? Also schon letztes Jahr hat man ein paar Atelier gemacht mit Schülern und Schülerinnen. Und du gesagt denen, dass das noch nicht genug an der Kap dran ist. Und das ist etwas, wo ich meine, ich muss einfach jung Mädchen, junge nur schwätzen und nicht so heute. Das ist etwas, was für jeden oberst. Du gehst nicht keine Grenzen. Wenn du willst, über Leichtathletik berichten, ist das okay. Du kannst aber über Basket berichten. Du sollst dann von sich ausgegrenzt oder begrenzt fühlen. Hast du dann noch gefühlt, dass sportliche Leistungen von Frauen mit der selben Seriosität und Wertschätzung behandelt wird, wie die von den Männern? Heute zuletzt besprochen, gerade hat man das Beispiel vom Fußball, mehr insgesamt nicht. Also du gibst aber schon so, dass kein bewusst irgendwas will Klang machen. Ich meine, wenn Patricia van der Wecken Bronze gewinnt, dann ist das ein riesen Erfolg und du das aber manchmal mit der nötigen Seriosität behandelt und noch respektiert. Du hast schon ein bisschen von Vierbilder geschwärzt. Wie wichtig ist es wirklich, so Vierbilder am Sport aus der von der Mediaseite zu haben, für halt auch die nächsten Generationen dann abzugreifen? Wie wichtig ist das für dich? Das ist einfach wichtig, dass du das fragst, weil ich habe gestern einen Artikel, also schon den gestern geschrieben, wo ich dann Demi Thompson und Laura Miller, zwei Nationalspielerinnen am Fußball, gefragt habe, wie das war, was sie für Vierbilder freier hatten. Und sie hatten am Anfang Männer, Fußballspieler als Vierbilder an Haut und die jungen Mädchen aber Fußballspielerinnen als Vierbilder und du hast als Rolle am Anfang die zu weisen und die bekannt zu machen und die immer rum an den Fokus. Nicht so ein One-Shot, weil wir mal eine Woche just Frauen an Zeitung und dann die Woche nur nicht mehr. Das muss einfach auf Dauer bleiben und das muss dann eben auch ja, die Visibilität, von der wir mal schwätzen. Du spielst mehr als Presse eine Rolle, du spielst aber auch Gesellschaft eine Rolle, wo jeder von uns sich immer muss vorstellen, machen wir genug und ja, sind wir bereit für das noch zu promovieren und noch selber als die Gedanken immer die Fragen zu stellen. Das tut natürlich eine perfekte Überlegung bei dir. Aber wie hast du empfunden, wie du noch jung warst? Hast du männlich Vierbilder am Fußball oder vielleicht auch Frauen? Wie war das damals bei dir? Tatsächlich hatte ich auch damals ja, einen Mann, also Fußballspieler als Vorbild. Und da war irgendwie auch nie Thema von, war nie Thema, aber war einfach für mich immer, ich bin an den Fußball gegangen und das war damals so ein Männersport und dadurch hat sich dann noch alles ein bisschen durch uns gedreht. Hast du das dann noch mehr schwer empfunden oder wie war das als Mädchen dann an dem Männersport, wie du gesagt hast, seinen Platz zu finden? Ich muss sagen, ich persönlich hat also mein Weg aus mir einfach gefallen, weil ich in dem Moment, wo ich angefangen habe, war meine Equipe immens, also die hat mich immer unterstützt und war eine immens coole Equipe, weil doch dem Moment meine beiden Kollegen alle gut waren. Du hast aber gemerkt, du bist so beim Match gekommen, du hast die anderen, du hast Gegner gesehen, du hast dich getroffen und weißt, die anderen auf direkt genuschen, ja, sind die Mädchen. Und ich meine, hatte ich in dem Moment nicht die Equipe, die ich in dem Moment hatte, die mich immer unterstützt hat, wo ich nicht gefühlt habe, dass ich etwas anderes, die mir zu ihnen gehören. Da hatte ich vielleicht auch nicht die Courage gehabt, immer weiterzumachen und hat vielleicht Lohn im Fußball spielen. Weil so Kommentare von den anderen Equipe, von den anderen, die gegen dich gespielt ist, weißt du, da immer rumgeholt. Aber es war immer ja, die Equipe, die dich da immer abgegriffen hat und dich unterstützt hat. Und sagst du haut nach einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen am Zugang zu Training, Infrastrukturen oder Unterstützung am Fußball schmengen? Du kannst dazu zwei drauf antworten.
Also ich fand das auf alle Fall schon ein großer Fortschritt gemacht ist par rapport wie ich dem mal so gefangen hun. Ich meine an der Nationalequipe haben wir Jahre also U-Equipe, die wir zwar schon gefangen haben, weil mit 11 sind ich bei Damen gegangen und das war so. Und dafür drin nach ich bei den Jungen müssen mitspielen, wenn ich will Nationalequipe spielen. Ich meine, da haben wir auf alle Fälle also evaluiert. Aber ich denke, dass aber immer noch ein bisschen so noch nicht 100% Platz für uns, für die Frauen. Ich meine, wenn wir auf der Föderation trainieren, dann sind wir an einem was, der mit all den U-Equipe bis der Equipe und Männer, also die Jungen, die Kleinen, auch ein U10, die hat ihren eigenen Vestiaire, wir umdehnen den Vestiaire mit all guten Damen zusammen. Ich meine, du gesagt hast, dass es dann noch nicht wirklich ist, dass wir, ja, also ich will nicht sagen, dass wir nicht wichtig sind, aber sie wissen aber noch nicht so richtig, wie sie da umgehen sollen. Seit diesem Jahr gibt es einen neuen Vestiaire dabei gebaut, wo man muss ich dann noch sagen, dass man da jeder sein Vestiaire hat. Aber es gesagt ihnen, dass es immer den Zugriff immer besser geht. Ich meine, das Step by Step muss ich ja, gucken. Christel, du hast auch den zwei Medischer hier am Saal sitzen da. Und die spielen alle zwei auch Fußball. Das erste noch an der Nationalequipe. Wie gesagt du da halt von der anderen Sicht von als Mom? Wie hast du die Entwicklung? So, das ist wie ugeschwert, die Möglichkeit, die Silo hun, die für uns 20 zum Beispiel noch nicht gehen, ist einfach für schon also in dem jungen Alter können an den bestmöglichsten Konditionen zu trainieren, das ist wirklich eine Chance. Und ich meine, sie sollten sich dem auch bewusst sein. Ja, das ist aber heute zu mir, aber das hat noch nicht so richtig immer alles an der Kappe dran ist, wenn dann vergisst geht, Trikot für die neue Saison für die Meisterschaft zu bestellen. Und das gibt zwar dann direkt gemacht von den Trobuschweiz mir zu sehen, aber die Reflexe noch nicht, die, ja, und ich meine, das ist Apps, wo an Zukunft kann, du hast noch Luft nur. Was gibt dann Ihrer Meinung nach oder einmal deiner Meinung nach den größten Impuls gehen für den Frauenfußball zu Lützeburg nach weiter noch viel zu bringen? Ich meine, mir schon einen großen Impuls gemacht, indem wir also viel mehr an der Presse sind und auf Social Media und so Sachen. Ich meine, gesagt ja auch, wenn wir Matcher haben, dass es viel mehr Fabrik gibt, dass überhaupt Match ist und von den Zuschauerzahlen auch einfach mehr groß sind und die jungen Mädchen auch immer mehr nur raufgucken und ihn dadurch merkt. Ich meine, dass einfach am Fußball wirklich einfach nach mehr Unterstützung von Uwe sind und wusste dann noch das Gefühl ist, okay, die wollen da auch helfen und die wollen und die stehen noch zu dir, weil heute so den Gefühl, okay, sie machen, weil sie müssen, aber nicht, weil sie wirklich zu euch stehen oder wirklich wollen. Und ich meine, das ist das größte Problem, der Willen und der Muss. Ich meine, genau dafür sind wir ja häufig bis mehr über genau so Sachen zu schwatzen, in der Hoffnung, dass all die Sachen sich in der Zukunft dann noch werden am Positiven verändern. Aber Nathalie, du warst ja selber auch an einem Sport aktiv, wo echt von Männern dominiert ist oder war. Wie war dein Weg dann als Frau an dem Leistungssport als Velosporerin? Ja, ich hatte für nur geschwärzt, dass mein Karriere schon aber gut 10 Jahre hier ist und habe auch so den Zeitraum 15-20 Jahre gefallen. Also ich muss sagen, ich sehe nicht ganz positiv, weil die letzten 15 Jahre manchmal das richtig viel geschieht. Von ich gucken, weil wo ich abgehalten habe, ich war schon im Endeffekt abgehalten, aber ich war nicht Nummer 1, ich war in selben Alter wie Christian Majeros. Und ich hatte ja doch nicht die Courage und schon noch nicht Vision gesehen, für mehr zu machen. Ich hatte Sport studiert. Ich habe gedacht, okay, ich habe keinen Zoom, man will ich verdienen, da wirklich nicht, und noch quasi ein bisschen top lernen. Ich habe keine Zukunft gesehen. Ich habe einfach gesagt, okay, den Zukunft, also, du gehst schaffen und das war dann. Das ist ja aber eigentlich irgendwo aber ein bisschen traurig, weil, voilà, dass ich als Nummer 2 da schon seht, nee, kann ich schon nicht riskieren. Aber wenn ich aber gucke, also gerade im Velosport hat es immens viel gedauert. Also du gibt ja Frauen, Tour de France und alles. Und sie probieren ja schon die letzten Jahre, also ich hatte doch die Chance, viel Wallon mal zu fahren, was super Erfahrungen waren. Ne? Das ist einfach am selben Tag, war Frauenkurs und Männerkurs, da sind Zuschauer da, man hat viele Visibilität geschwärzt. Da gesagt ihr noch, eine Frau kann auch schnell im Velo fahren oder die kann auch schön Fußball spielen. Das ist nicht just der Mann, den das kann. Das fand ich immens wichtige Schritte und sind schon froh, dass ich das kontrollieren. Ich wollte eine Person, ich hatte so für auch wo ich angefangen habe zu arbeiten, war schon immer auf der Föderation tätig. Und du kannst dich noch ganz gut erinnern, dass wir an einem Tisch sitzen, ich war auch die Frau da und du hast drüber hergegangen,
schon mich beschwert, weil wenn ich ein Cyclocross im Land gefahren bin, ich als Frau, ich bin sowieso schon mit den kleinen Jungen damals gefahren, dann habe ich vielleicht 2 € Prim gekriegt, wenn überhaupt. Wenn ich mich bei den Jungen da klassiert hat, gewann einfach quasi nichts und der nächste Mann hat 150 € gekriegt. Also okay, wo ist die Relation? Und das war am selben Jahr sogar noch, wo Cyclocross WM heute zu Bieles war. Also das ist das Argument, da war das so, für was kriegen mehr wirklich gut nicht und Männer kriegen so viel so, weil die Leistung kann es nicht sehen. Ich meine, im Endeffekt sind Frauen zu Bieles besser gefahren wie die Männer durch die Bank. Und voilà, und du hast gehört, ja, ja, das ist zu mir los und so weiter. Also ich als Frau habe einen Beruf, den mit Sport zu dienen wird. Ich verdiene genauso viel wie der Mann. Ich weiß nicht, wie weit das am Sport ist. Also nicht ankommen. Wenn ich gucke, das letzte Jahr auf der AG zum Beispiel am Velosport, haben wir gestimmt, dass die Frauen und die Männer dieselbe Sprünge kriegen. Das hat gedauert, aber ich will aber so, ich meine, sie sollten doch, es geht 4 und es geht sich etwas. Und das gesehen ich ganz positiv. Du bist so Primen, was hat sich für Frauen am Cyclist, also heute Lützburg verbessert, auf was müsst an den noch unbedingt geändert gehen? Ich meine, es bleibt noch immer schwierig, weil Masse einfach nicht da ist, weil aber zu wenig einfach fuhren. Ich hatte ja die letzte Cyclocross-Championat geguckt. Da sind einfach ganz wenig Frauen, die unter den Start gehen. Muss ich einfach so, und dann wenn ich zum Beispiel dann mein Alter so gucken, ich meine noch immer gerne Sport, aber ich noch zu klein kann, dann schon nicht die Zeit. Aber wenn ich gucke, die Masters-Kategorie, die ist wirklich bei den Männern, die explodiert. Das ist die größte Starterzahl, das ist auch die interessanteste Kursmenge. Also, weil einfach an den anderen nämlich viel fuhren. Und eine Frau traut sich aber irgendwie gefehlt nicht. Also ich muss auch selber so, ich bin auch Kind, mir war das nie egal, was die anderen so von der Geduld. Und ich hatte schon, muss auch eher so ein bisschen nicht ein Problem damit, aber ich habe mir schon so die Frage gestellt, okay, wieso ist das so? Und du musst auch das einzig. Und also ich will nicht einfach so über allem Stung an der Zeit. Und auch danach denke ich mir, oder schon lange gebraucht, für über die Shit drüber zu gehen, einfach zu sagen, die Masters, die du fuhren, die fuhren wahrscheinlich, die sind nicht mehr fit, vielleicht wie du. Aber du hast keine Lust, dich zu stellen, weil da sieht jeder reden, was will hat er? Und ich meine, die Themen sind noch nicht aus dem Kopf von den Leuten raus, weil ich weiß, so sie gut, dass ich wahrscheinlich wieder reingemacht habe, in der Zeit hat er noch immer wieder gesagt, du sollst seine Kanner gucken, anstatt heute nach Velo zu fahren. Ich sehe da am selben Fall. Und irgendwo sonst mal aber, meine Kanner ist das egal, ob ich das mache oder ob mein Mann das möchte. Sie fanden das super. Und ihnen ist es doch egal, wie das ist. Und ich meine, das ist ein wichtiger Anhaltspunkt, dass ihr einfach, wie gesagt, 4 Bilder schafft oder einfach aus dem Stereotyp da raus könnt und einfach dann möchte. Du hast deine Sportlerkarriere zwar unter Null gehangen, mit was du aber trotzdem noch ganz viel aktiv am Verein. Aber auch da sehen wir ja auch, dass relativ wenig Frauen am Anfang an Komitee sehr respektiv auf denen Feierungspositionen, sowohl an den Clip wie auch an den Föderationen. Wie ist das bei dir? Merkst du doch wirklich, dass du wirklich mangelt auf Frauen oder was hättest du viel verändert? Das ist zum Beispiel auch so etwas. Ich meine, für 10, 15 Jahre hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass ich dann eine Präsidentin vom Velosclub bin. Ich weiß nicht. Ich meine, das war auch einfach, weil überall ein Mann war, weil das einfach nicht so war. Ich kann mich auch da noch gut daran erinnern, dass bei einer Wärme oder so war, dann hat der Generalsekretär mir gezielt von einer Frau, ich meine, war von der Spanischen Föderation, die Präsidentin war. Ich dachte, wow, war für mich noch immer also unvorstellbar, dass das geht, mir für was. Weil das wahrscheinlich oder wenig gemacht oder weil das eben so ein Cover ist, dass das soll der Mann machen, aber was ja eigentlich könnte Fall ist. Und wenn ich so gucke, also klar, gerade am Velosport, es sind aber effektiv ein paar Frauen aktiv. Also es gibt auch in anderen Vereinen, wo eine Frau Präsidentin ist. Wir sind aber die Einzige. Also ich weiß aber, also ich muss aber so zum Beispiel, wenn ich diese Vereine gucken, gerade bei den Kanner oder an der Veloschule, haben aber ganz viele Trainerinnen zum Beispiel. Wo dann auch, also im jungen Alter, ich meine, das ist nicht so das Problem, das ist vielleicht auch, kommt dann auch vielleicht so wie am Fußball aus. Ich meine, du hast das Mann so das Problem, dass effektiv, dass man mehr Hey-Jouer bekommen. Ja, da fängt er an, weil das ist ja nicht mehr so, dass es in der Gesellschaft so ist, dass die Frau daheim ist und ob Kanner, ob Passakard und so weiter. Ich meine, da sind wir lange raus, das wissen wir alle. Also bei uns daheim ist das doch, voilà, mit denen ist genau 2 Schaffen, mit denen ist da bist
wo sech sonst mal dann ass ja von egal wen die Posten du überhöll. Hast du dann méi misse kämpfen fir de Posten ze kommen wie du en anderen zum Beispiel oder hast du wirklich go nicht empfund, dass du ihn probiert dich zu stoppen oder so? Nee, dat mein ich effektiv net. Ich mein sie noch mittlerweile dann wirklich fast mit zwei Facing Boden so oder kom. Dat war lo net ich mein, du hund Leute war respektiert oder Java dann viel Weser, viel Erfahrung hun und dass dat lo eng logisch Konsequenz fir. Muss ich einfach so also Verein Präsident net 10 Leuten erreichen dat will machen. Schon haut am Präsident von der Föderation geschwar und stüppelt mir immer an 2 Uhr Guinness dann kannst du immer ja schon aber nach genug so sehen also aber wie soll schon auch sie mengen hatte also du hat wo Chemie Problem wann dat wir und ich meine das wäre unerkannt weil an dem Sinn denken ich dass da aber wirklich das man super gute Weh sehen. Wie gesagt, Fred mich auch von Fußball gesehen, dass du bis zu 4 Uhr geht, weil das ist noch mehr krass wie der Velosport. Voilà. Muss ich einfach meinen Stroh bleiben und schon an der Zeit immer die Presse mal ein bisschen so in die Pranger gestaltet, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn wir halt bei der Novus-Kategorie Fleisch oder Schinken oder auch nicht, dann da können wir auch nie irgendwie Visibilität kriegen. Ne? Weil von uns wirklich just an der Randnotiz Fleisch geschwärzt wird. Und ich meine, dann sie auch Männer medischer motiviert, das zu machen. Ne? Weil was war mein Problem im Endeffekt, auch wo ich noch jung war schon keine Vision gesehen, schon wirklich als mit 15 gedacht, oh, kann ich eigentlich eine Wärmdeal holen oder geht es das für medischer? Ich wusste das gar nicht. Also, und das meine ich auch alles gut wie der Fall, also weiß ich noch Sport der Ballfall. Ne? Ich meine, das Wichtigste, was wir können Anfang heraushören, ist die Visibilität. Ja. Visibilität ist bei euch allen drei immer nächst erwähnt gehen, dann bin ich eigentlich froh, wenn die eng Sache könnt nennen, was ihr den Frauensport zu Lützburg direkt geht verbessern. Was wird das? Was ist wirklich das, was den Frauensport heute verbessern? Ich froh noch hier, also die könnt doch vorstellen, ne? Also direkt ist aber immer schwer, weil Sachen gehen nicht so sehr. Genau, sie gehen nicht so sehr. Wir haben gesehen, also ehrlich gesagt, ich fand, was dann 10 Jahre geschieht ist, fand ich aber schon beachtlich. Weil natürlich wird die Gesellschaft ist auch gewandelt und auch ihren Teil dazu beigetragen. Also direkt. Für mich war doch immer, schon immer gesagt, okay, wenn Frauen oder wenn wir so an den Frauensport kommen, da kann auch mal nicht professionell machen. Und da können doch Leistungen, also bald für das, was am Velosport auch geschieht ist. Weil jeder muss nebenbei studieren oder arbeiten gehen. Ja, da kann ich schon gar nicht die Top-Leistung bringen. Das geht ja irgendwo nicht. Ne? Dafür sind wir so direkt. Ich meine, wir sind im guten Weg. Ich habe gesehen, dass der Ball fällt so. Und ich meine, dass verschiedene Sachen einfach ein bisschen Zeit brauchen. Für das ja. Ich meine noch, dass man einfach musste noch weiter probieren, die Mentalitäten ein bisschen, die so altbacken, so die Gedanken einfach losgehen. Also jeder darf machen, was er will, an alle Sportarten, die will, und darf einfach keine Barrieren vierfahren. Also es kann nicht sein, dass eine Damen-Equipe um 10 Jahre Teil kriegt, weil alle Herren-Equipen und alle Jugendequipen für tun müssen durchsehen. Dafür du hast einfach die Mentalität. Das muss einfach Gleichberechtigung, das muss einfach auch kommen. Und dann, ja. Ich meine, das dauert aber auch noch ein bisschen. Ja, ich gebe auch so, also auf jeden Fall Gleichberechtigung, dass bei den Leuten einfach klar ist, dass es nicht Frauen und Männer mit, dass jeder für seinen Sport dieselbe Efforte macht und dass die Efforte geschätzt muss gehen und das Resultat, also bei, ob es ein Mann oder Frau ist, du musst eine Effort und du kannst das Resultat dabei raus und ich fand, das muss am Endeffekt geguckt gehen und dann verschiedene ein bisschen um sich selber schafft, dann unter Überlegung und mir weiter so machen, wie wir ein bisschen am Weg sind, dann denke ich, dass es los immer besser geht. Also ich meine, wir haben zuletzt auch schon so relativ gute Strukturen, wie zum Beispiel viele Spitzensportler, haben wir ja die Kosel, die verschiedenen Kadern, Promotionen, Elitekader, wo ja auch relativ egal ist, ob also ob eine Frau oder Mann ist, tun einfach die Minimalen, die muss erfüllen, für dann an der Promotion so dann Elitekader zu kommen und dann noch finanziell unterstützt. Ich meine, das sind noch Sachen, die wahrscheinlich wo noch immer her, die an anderen Ländern nicht unbedingt der Fall ist. Und ich meine, das sind so Sachen, wo du auch für du sagst, muss ich dann nicht unbedingt schaffen gehen, die kriegen halt eine gewisse Unterstützung das war vom Kosel. Das war noch immer, ja. Das war für 15 Jahre. Mit das
das geht ja aber nicht durch. Also doch klar, auch für 15 Jahre Kind dann da mehr gehen mit, wie soll ich sagen, das ist aber mehr schwierig, ne? Wenn gerade an einem Sport, wo der Mann das professionell kann machen und sein Leben kann immer verdienen, mit einer Armeespeier als Zadult lebt die nicht ganz weit. Halt zuletzt sind wir so allein dafür. Sonst mal, wenn ich studiert habe, das ist dann relativ perspektivlos. Ne? Also das bringt das. Dann nach eng Frau von mir und dann überlusnech ihr statt. Wann haut jung Mädchen hier am Saal sitzt, müssen da zum Beispiel zwei sitzen, und nach zeigt, ob es sich soll trauen, Sport zu machen, was gibt ihr ihm an engem Satz mal auf den Weg gehen? Sich kein vorstellen und einfach machen. Das ist sich egal, was die anderen denken. Wenn du es machen willst, sollst du es machen. Schnell froh Damme spielt du beim FC Köln. Also zu Köln, aber nicht beim FC Köln. Okay, aber du spielst aber zu Köln, weil mehr Solo oder ein länger Urjob, dass die aber bekannt ist für Förderung von allem. Merkst du dann durch einen Unterschied, wenn du durch Handel auftrittst, Trikot von deiner Equipe oder was du als Lützeburg spielst? Ja, also definitiv. Also wahrscheinlich wird das viel immer zu denen, dass Köln sowas wie das. Aber am Anfang da wir noch Männer Equipen an unserem Verein und dass jeder wird dieselbe Strecke, dass jeder kann trainieren, wenn ihr wollt. Du musst nicht warten, du musst was nicht teilen. Und ich meine, das ist der größte Unterschied, wo ich schaue, seitdem ich also nicht an Deutschland mehr zu Köln, weil wir drin zu Oche gespielt. Und Aachen, du siehst, ist ja auch ein großer Verein, du war aber noch immer, dass wir als ähnliche Abteilung waren an sie, da hat man eigentlich mal nicht zu dienen. Alle, wo ich auf Köln gewesen bin, das effektiv so, dass es da wirklich komplett gleichberechtigt ist. Herr Flettenhey, du hast ja über den Leistungssport schon ein bisschen mehr welches Niveau für beim Leistungssport noch zu kriegen, wie sie eigentlich für dich oder Basis den Freizeitsport nach dem die fördern. Und da geht an der Schule, da sind auch die Mädchen motiviert, nicht eine Wahl zu machen. Das ist auch ein spezifisches Manifestation, aber auch für andere Sportarten zu machen. Und Freizeitsport, wie ich so am Laufen sind so viele Fragen, die auch laufen gehen. Und lösen entsteht aus der Bewegung auch, dass nicht so lang zum Leistungssport wird. Ein Beispiel auch bei den Männern, Giscard Loden zum Beispiel, das aus dem Freizeitsport Straßenweg, mit dem sich entwickelt, zu einem Spitzensport. Sowieso ein Niveau von den anderen Mädchen geschaffen haben. Also Menschen die Völkerschule das gucken, wenn sie die viel andere sehen, die Spaß fuhren, und du sind auch ganz viele Mädchen dabei, an dem sie dabei in der Sterne steht es dabei gedacht. Und ich meine, Merci dafür. Ja, also ich meine, das hat schon viel gesagt. Das ist einfach wichtig, oder das sagen wir alle gut, nicht einfach für jeden selber durchzuziehen. Und ich muss auch sagen, also in der Schule zum Beispiel, man gut keinen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Also, ich sehe da logisch in der Quelle. Das ist immer ein bisschen so, bleibt noch immer schwierig für mich, muss ich ehrlich zugeben, für wirklich dann die Mädchen mit den Noten zum Beispiel, weil das ist aber leider so, dass viele Mädchen dann einfach aber Männer motiviert sind am Sport und das Jungen aber mehr Elan durchbringen. Ja, und dann aber oft dann ein bisschen besser drüber, also an der Moyenne besser drüber. Ne? Ich meine, es sind immer gut Mädchen dabei, das will ich nicht so. Und dann fällt es aber meistens dann aber so, dass Mädchen also an der Moyenne Männer gut tun, weil die Jungen sich dann aber da mehr drüber gehen. Weil da war ich schon, dass froh ist natürlich, dass das nicht aber so ein bisschen so ein gesellschaftliches Problem. Also ich muss auch so natürlich auch ein bisschen mit den Schichten zu dienen. An der Schule, wo ich wieder war Mädchen noch Männer motiviert, und der andere. Du gesagt, aber Männer Unterschiede, oder du sind noch mehr Mädchen, die wirklich schon Sportvereine sind. Also so im Freizeitbereich meine ich, das ist doch nicht so das Problem. Ich meine, das Problem ist mehr noch immer, weil ich auch viele so ein bisschen gesagt habe, dass ich meine, ich stehe dazu, wo ich für 2-3 Jahre danach so ein Cyclocross-Saison gefahren bin, wo ich mir gedacht habe, es geht ihm gut nicht. Man kann von der super mit zu feiern und so weiter.
das mir egal wie los ich sinn. Dat ass dat war Freizeitsport, dat hue neicht mat Leistungssport zu sehen und so weiter. Mit do sind exposéiert so bëssen. Ja, wann den dann als ze stoffiert, ja, dann ass dat mcht dat halt von net gut. Wann du beim Strosselaf gucken oder se Grand Fondo wie am Wëllesport ass, da sind eng awer genug Freiler Depart. Also sind der deitlech méi par rapport zum Leistungssport, die dat machen. Weil den eben benutzt und schmecken natürlich einfach noch mit dem Gedankengang an de Kap von den Leuten zu dienen, dass das eben nicht so. Die Bewegung ist alles umsehen, in der Dynamik und Schnurren. Ja. Aber der Wort wichtig ist, dass du wenig Geld hast. Du hast auch noch immer ein bisschen Medienschau, die sollen auf dem Fußball und Basketball jetzt in anderen Kampfsportarten, wegen dem Basketball, Liga-Athletik, okay, du auch noch für mich Eltern hast, viel Abreaktionen, was sie lange so tun oder so. Ja, ist mir wissen auch. Wir waren auch zuerst an der sind interessante Diskussion, zum Beispiel schon vorwenden, was der von der Liste gesperrt ging. Wäre praktisch kein Mädchen, die man will, schon käme, aber wäre schon eine gewisse Quantität von Jungen. Nicht so gefragt, wie viele schnell trauen und sie gefährdet werden. Und du hast natürlich auch so, also nicht ganz von den Eltern, die haben gespielt, du wärst nicht mal voll geworden. Ich meine, das ist auch vieles Erziehung, wie Eltern zu den Sport oder zu der Bewegung zum Sport. Also da sind ich auch dann Expert, weil ich fuhr selber alltag mal Velo, da habe ich an Schule. Es stehen aber nicht viel Velo. Also beim Lycée stehen quasi kein Velo. Es sind effektiv, ich gehe an zwei Lycée schaffen, sozusagen, stehen aber effektiv 2, 3 Velo da und das sind Jungen, die dann da begegnen. Oh, das tut aber auch vielleicht daran zu dienen, dass die Mädchen dann aber am Lycée sich schick machen und dann verliebt schminken und dafür können sie am Sport auch nicht immer so gut machen. Das ist leider noch immer ein bisschen so. Ja. Dafür sind die Jungen dann heute schon nicht gestrickt, weil das mir cool ist. Wie ich meine, also das man will an Schul von dat meint das aber allgemein verbreitet, dass das so gefährlich ist. Also ich halte mir das als Schüler, ist dann als Schüler auch viel Velo gefahren, aber ich habe das selber auch nie gemacht. Aber witzigerweise von Schlo als erwurste Person dieselbe Strecke bei dieselbe Schule erstelle mir keine Frage mehr. Also am Anfang habe ich mir auch vorgestellt und gesagt, kannst du da sehen, ich mein Velo und dann auch als Frau und so weiter. Aber darüber stehe ich lo. Ja, du kannst das unheimlich, das muss schon beim Primär, kann man Möglichkeit kriegen, bei Chance zu machen. Und der wird aber nicht so gefährlich, sie mit den Bussen. Herr Buschmeister. Ich froh Natalie wissen, wenn wir allgemein haut als Sport an der Schule. Also Menge Schulzeit ist sie lang zurück. Weil als war der klar, die Profen den Sportprofen, die ich hatte, habe ich einen Ball, dann aber sehr der Reaktion. Wir waren wenig Mädchen in der Klasse, da haben wir Fußball gespielt. Voilà, das war alles ganz Sporterzählung, die wir hatten an der Schule. Also null Bock, da einfach ändern zu gehen, weil wir sie platt gemacht haben. Also keiner, den als ich encouragiert hat, davon war interessiert. Ich finde nicht, sind die ja noch oder wie? Oder die Hauptleute, die wirklich ihre Sport enseignen, aber viel Sportarten weisen, also sie wollen gelehnt wird, weil Kinder die einfach fortkommen. Also leider sind auch immer der da in NRW, aber nicht mehr viel, weil ich auch da Zeit sich gewandelt, also wir probieren auf alle Fall viel, also ich muss so nicht selber noch viel verschiedene Sachen, ich habe immer dasselbe, das ist für mich interessant. Zum Beispiel Fußball spielen ich eigentlich nie an der Schule. Und dann habe ich die Probleme. Da war auf einer Klasse manche ich dann immer. Und dann sind Mädchen schon mal, oh nee, und das geht gar nicht, dann hier und da. Wenn ich die Chance habe, dann genug Platz habe, was leider auch immer mehr schwierig wird, weil unsere Infrastrukturen aber eng sind. Aber da lassen ich auch gerne mit Mädchen dazu spielen, weil dann eine ganz andere Dynamik rankommt. Ja, weil sie sich dann noch mal trauen oder sie sehen halt Regeln, wo die Mädchen ein bisschen valorisiert gehen. Das hilft aber viel. Also klar, um mir als Sportler doch eine gewisse Verantwortung da dann Kap zu bringen und dass sie sich auch einfach trauen. Und ich muss auch sagen, eigentlich
steht auch am Lehrplan, wann den Sto drin hält, dass noch der Rhythmik mcht, dann noch Sachen oder mit Kooperativsportarten, wo einfach der Jungen den du abgedreht ist und sein Kraft oder seine Nervosität muss weisen, wo den auch mal muss zurückstechen, aber vielleicht Medischer die bisschen evaluieren, dann auf Vordergrund sind. Ich hatte ein Grund so, dass allgemein an der Gesellschaft ist ja so, dass viel Medizinwissenschaft, aber auch ja, Marketing, Commerce, also Produkte, ob Männer basiert sind. Wie ist da im Sport mittlerweile? Soll man Goalkeepshändchen, Fußballschuh, ja, auch am Velosport, Trikot und Velo selber, geht effektiv mittlerweile auch differenziert, weil ja, allgemein auch zum Beispiel Crash-Tests, das ist ja auch Männer basiert beim Auto, Sicherheit etc. Ja. Also ich weiß, dass lo seit letztem Jahr ein Fußballschuh rauskommt, aus den extra auf Frauen, also auf der Frau Körper gemacht ist, weil Frauen ja potenziell echt auffällig sind für Kreuzbandriss, an den Fußballschuhen soll am Anfang, also einfach weil die Frau einen anderen Körper hat, das evitieren. Und dann haben wir seit noch nicht, mehr soll man lo als nächsten Trikotsatz kriegen noch ein Frauenmodell, das ich da kommen soll ein bisschen dann entgehen, aber ja, das ist ein Anfang. Also das ist mal so weit am Fußball, weil ich weiß nicht, wie dann den anderen Sportarten ist. Da sind wir am Velosport überall fortschrittlich, ne? Weil ich meine, Frau als Trikot oder auch Frau als Boxen, das war für 15 Jahre, war das noch nicht möglich, aber das ist auch manchmal schon bald 10 Jahre machbar, weil auch bei der Föderation, das ist auch Vorgang. Und da tun ich mir effektiv noch wenige durch. Also wo ich für Velo gefahren bin, da gibt es keine rosa Helme und schöne medische Sachen. Und du hast das aber gut nicht mehr so. Also du kriegst ja effektiv viele verschiedene Sachen, auch Flotthand. Ich habe noch zu den Mädchen gesagt, so schöne Handschuhe mit rosa, das ist zu meiner Zeit nicht gehen. Und voilà, es gibt auch viele verschiedene Sachen und ich fand das auch flott. Das motiviert mich auch, weil ich dann einen schönen Trikot da immer fahren kann. Und, ich meine, nur die Marketing und die Industrie aber schon verstanden und nur gelöscht. Also ich meine allgemein an der Sportbekleidung, also ich irre mich nur, so weit ich so mitkriege, ich könnte da aber alles für beide Geschlechter noch genauso viel. Also dann beim Fußball noch nicht, mit Jungen dafür mit der rosa Schuhe. Ja, ja. Also ich meine, Farbe ist da, weißt du. Farbe ist dann wieder das Problem, ja. Ich wollte einfach eine ganz provokative Vorstellung, wenn den Olympischen Spieler guckt, gesagt wird, beim Beachvolleyball, wenn Frauen gespielt wird, sagt er, dass das Stadion voll ist. Ich muss nur nicht so wieso. Wie sieht der das dann als Frau, wenn das so der Fall ist? Weil da gibt ja auch Menschen von den Medien, auch von der Industrie, mit extra Kleidung, mit Regeln, ob das Muskeln knapp aufgedrückt sind und so weiter. Wie sieht der das dann als freier Sportler und noch aktuell Sportlerinnen nach? Das ist so aber trotzdem auch, fand ich, wieder wie von einer Frau per se ganz schlimm. Also ich fand schon gut, dass sie spielt, dass sie mittlerweile aber sich trauen, so, wie weit muss sie mehr auch an einer weißen Box rundherum laufen, und Männer nicht, und wie weit muss sie mehr, wie weit das genommen für große Box darf sein. Also das ist schon gut, dass du mittlerweile aber die Frauen sich trauen zu so, weil wieso ist das überhaupt? Und dann hat nächste Mal unser Sport, ob Box du so lange oder so lange. Also du kann ich tatsächlich auch noch so selber Kunstturnen auf welchem Niveau gemacht, Leichtathletik. Und sowohl an der Leichtathletik wie auch am Kunstturnen, am Kunstturnen zum Beispiel dann ja, Tunik, die dann auch natürlich so wie Mario ganz knapp ist. An der Leichtathletik war es ganz lang in Lützeburg auch der Fall, dass du misst am Sliplaufen, außer der Club hat eine Shorty als Frau, weil die meisten Clip nicht hatten. Und mittlerweile hat das sich dann auch verändert. Und du darfst an dem Short, an einem ganz normalen schwarzen Short laufen, egal ob der Club die Frau führt oder nicht. Und das war, wie ich angefangen habe, 2014. Gell? Das ist noch nicht so lange hier. Das war zum Beispiel noch nicht der Fall. Das hat sich recht in den letzten paar Jahren verändert. Und am Kunstturnen ist das normal so, dass du musst an der Tunik, du darfst keine Short drüber anhaben. Am Generalen, hier im Land der das, wir am Artistik, der will das nicht tun. Du musst ihn wirklich an der Tunik, ja.
die Sachen, die sich an der Art der Weise noch nicht waren, und an der Liga League schon mehr am Ton zum Beispiel noch nicht. Ja. Das ist aber auch vielleicht ein Problem, weil Dirigenten auf den ganz so, weil du vielleicht zu wenig Frauen drin sind oder die kein Pouvoir einfach haben. Ne? Das von, wie ich auch viele nur erzählt habe, ich sitze so lange um dich, und ich irgendwann, was soll ich da noch heute sagen? Und ich denke, dass das auch ein bisschen ein Problem ist, wenn in den höheren Gremien nicht genug Vertraute sind, die dafür kämpfen, da geht das nicht. Ja, ich fand den Fahrsport mehr visibel, du weißt, nicht machen, wissen, aber auch viele Matcher auf der Tele gesehen oder Velokursen auf der Tele. Und ich finde die Frage, seid ihr nicht viel? Männer gesagt viel mehr da. Ja, ich meine, das hat sich aber auch geändert. Tour de France aus. Nee, Fußball, das man manchmal. Ich meine, am Velosport, das ist mehr sehr gegangen oder das ist vielleicht das ist nicht gerade so groß. Ja. Mehr sehr gegangen, dass mehr schnell etwas geschieht, wie du am Fußball. Also für mich ist es eine super Lösung, einfach weil man... visibel gehen, aber ja, oder wenn Mann und Frau Veranstaltung dieselben wären, an am besten nur nehmen. Ich habe immer als Velosfahrerin schon mal gedacht, okay, Triathlon schon doch ein Jahr gemacht. Du hast nie einen vorgestellt. Man Frau, du startest was zusammen, voilà, das ist einfach mal nie gegangen, fertig. Und das war keine Diskussion. Und weil es ist auch noch immer so. Also auch Cyclocross-Championat, schmengen wie bei den Herren, also du war noch seit Marie Schreiber gut fährt, waren definitiv die Zuschauer, die da sind, die sind nicht, wenn es der Männerkurs so. Das kann ich schon ganz sicher behaupten. Die meisten Zuschauer kommen für den Frauenkurs. So, und wer das dann aber Kurs sozusagen, dann geht auch heute noch an den Medien so genannt, weil das Männerkurs 3 und nicht 2 Frauenkurs. Das alle Schmengen die Diskussion dat wie Christa bestimmt besser wiech ne, vom Sportler vom Joar. Also ganz ehrlich, wen hat die besser Leistung gleich Joar, die Frau oder der Mann an wie war am Titelbild, ich mein, war am Wort oder nicht, wie war am Titelbild zu gesehen, der Mann, wo natürlich auch ein drinnen riesen muss wie du für dich ja also das war immer die letzte Preis der vergibt war der für den Mann und das können wir für dich der letzte Preis den überrascht gehen das war Frau für das Date zum Schluss der größte Fokus war zu rasch mehr wie gesagt dann aber an den Medien und das was ihr dann allem schon an soziale Medien gesagt dass dann die Foto aber ich fand doch gesagt dass ein Fortschritt da ist weil die Foto könnt und direkt die Leute, die so, das ist nämlich oh ja, normal. Also, voilà. Wünsch mehr Visibilität an Tele haben wir auch mit Mario und Bus, war die eine große Position, eine wichtige Position wird, was wir so löst. Frauen müssen nach wichtige Positionen kommen, wir nicht auch können so reden. Und das wird Mario Bus wichtig nur durchgestartet, zu der Phase denken. Ein wichtiges Element in der Sozialisation, auch was sagt. Alles gut, wenn man noch 3 Etappen fuhr, wenn man in der Zwischenzeit total ernst. Ja, aber auch manchmal zum Teil, weil auch die Leute gemeint haben, die Frauen könnten auch nicht mehr vor, weil sie packen nicht mehr. Ne, das ist auch noch immer manchmal an der Cup und da sieht aber die Wissenschaft etwas anderes. Oder ich meine, wir wissen ganz genau, dass die Frau das auch kann packen. Das ist eben, voilà. Tipptopp, das ist nicht. Ich habe vieles Messi, anders gehen wir über den Schritt. Ja, merci. Ich meine, erst 3, Nathalie, dazu stehen, ich meine, war flotting Erfahrungen zu hören, braucht das Publikum hier noch hier mitzuteilen. Dem Christel, dazu steht auch ganz große Merci für die andere Seite von den Journalisten viel zu kriegen, aber dann noch von einer aktuellen Profisportler hier noch immer auch ein sehr kleines Bühne. Ich bin so 3, 4 Merci, dass der HD Gold, Tier am Worten, der Bekannte, 4 Merci, dass du deine Moderation hier verholen wirst. Ich wollte das System mal aufschließen, mit einer kleinen Anekdote. Das ist hier nur, dass man schriftlich viel besser ist. Ich bin ein 17-jähriges Mädchen, weil das ja angefangen mit Handball zu spielen. Und der Club ist ganz stolz darüber, dass das State of the schwere Damen-Equipe. Mit die Damen-Equipe von Prix-Trikot. Die spielen noch ein Trikot von den Herren. Von einer anderen Saison. So, an der Rotenwohl, wen dann durch ein Komitee entzogen wird. Das sind effektiv nicht Frauen. Das ist effektiv
doch der Komitee vom Handball setzt sich aber gespiegelt aber schon effektiv dem Moment man merkt der Mädchen erzählt der Alplay aus entweder uns den Trikot von der zweiten Equipe von der letzten Saison oder wann vielleicht von der Chance kriegt den von der aktuellen Saison mit das immer so Grad wat dann du dann medischer dran nach spielen der Club war aber ganz stolz darüber so noch effektiv Trainer geschaut für medischer aber die letzte Schritt den das nicht gemacht hat Manager zu runter weil auch nicht so getraut wird dass du vielleicht dadurch in Zukunft wird wann man aber so mit meine dritt Herren Equipe do fan wat en Sponsor van do die Kris Kostüm an den Kur van Schwesel iemand wat landen. Ja schon einfach dat von Stelle 100 wat mein Schöffle wie so och do immer verschiedene Sachen nach weit handel ran. Da welche Strukturen nach Weg die sie von 2021 27% von Lizenzen als Lützeburg schrieben. Dammmen Lizenze an 21% sind Leute Komitee vertont. Dat soll einfach dass für 2021 soll versicherlich Situation zu schlüssel Mengen Busse verwässern, wir sind nach Weinwasch für die Wegstellung Gleichstellung zwischen Mann und Frau, dann heißt es schon mal Vereine. Wir haben von der Schule überlegt, wie viele Vereine haben wir en Damm unterstützt von einem Verein. Haben wir dann nicht ganz viel lang, auch als Schöffle noch weit zu lachen, das einfach für den Hochschluss. Große Merci aber zum Schluss, weil ich aber als ein Sportkoordinateur so angestaltet habe, so schön Merci so für die Organisation von das war ganz interessant, weil es ganz viele sind. Wir hatten definitiv schon 2 Jahre, weil du einfach viel Mama allein hat. Wir hatten aber nicht oft so viel interessant Dammen heim. In dem Sinn, wie gesagt, wir haben keine Pause und das liebe Stein und Regen hat das Ding, die Welt bleibt für die viel. Herzlich willkommen, können wir ruhig bleiben. In dem Sinn, vieles Messi, dass den Noten der Wien geschöpft wird. Best.